So YouTube, wir sind da bei einer anderen Reaction. Wir schauen uns an von Peter Bolliger, ein Tag als Polier im Hochbau. Viel mehr kann ich gar nicht sagen. Rein da, let's go. Ihr seht und hören sie überall. Baustellen in der Schweiz. Die Umgangssprache ist halt schon ein bisschen rau. Hey! Schau mir an, Silber! Und ich habe mich gefragt, wie es hinter der Kulisse auf der Baustelle vom höchsten Wohngebäude in der Schweiz aussieht. Sie wird 117 Meter hoch. Entweder habe ich gut geplant und dann klappt es, oder hast du einen Scheissdreck geplant und klappt es nicht. Und vor allem, wie geht man mit dem Druck und dem Stress um, wenn man jeden Tag für mehr als Bei so Sachen frage ich mich immer, wie plant man den Scheiß? Nicht wie geht man mit dem Druck um, wie plant man ein 100 Meter hohes Haus, Alter? Wo fängst du an? Wie checkst du, dass das stabil ist und hebt? What the fuck? Riesenmysterium, holy shit. 50 Leute verantwortlich ist. Über die Sicherheit für alle. Ganz klar. Ah, ja. Genau das habe ich heute herausfinden, wo ich einen Tag lang den Joey in Kriens als Polier im Hochbau begleitet habe. Also ich bin relativ früh da. 5 vor der 5. Vor der 5? Ja. Ich bin immer noch ein bisschen... Ich bin gerne, wenn ich noch ein bisschen vorbereitet bin. Dann kann man das Lied Ja. und dann kann ich nachher noch mit einer Zigarettenpause Kaffee trinken. Ja. Und dann geht's los. Okay. Bei welchem Beruf schauen wir heute rein? Als Polier Hochbau. Als Polier im Hochbau. Genau. Was macht ein Polier genau? Ganz am Anfang zum Starten mit einem Objekt. Dazu gehört ein Polier, ein Bauführer. Die zwei. Ja, für mich ist das schon mystisch. Ich verstehe nichts. Ich verstehe gar nichts. In Zusammenarbeit fangen sie an. Planen. Aber actually Dann gibt's spannend. Material, das wir brauchen. Dann gibt es Personal, das wir brauchen. Sind wir fast alle, ja? Fast. Also da musst du also ich kenne 5 Sprachen. Ja. 5 Sprachen? Ja. Okay. Was für Sprachen alles? Eben noch ein bisschen Albanisch, Deutsch ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Griechisch, Italienisch, Englisch, Kannst du alle? ein bisschen Französisch. Aber Französisch habe ich mehr verlernt als... Okay. Aber Musst können auf der Baustelle. Das ist die höchst bewohnbare Gebäude in der Schweiz. Sie wird 117 Meter hoch und sie wird gerüstlos gebaut. Das ist interessant. Und das funktioniert eigentlich so, dass man einen Stock für Stock einfach macht, oder? So, morgen miteinander. Ja. La canna solo per te, stelle oggi. Quella c'è priorità, così quella di Tiefbau non arriva dentro. Also, gerne dit. Ey, ich sehe ihn genau so, wie er es sagt. Jetzt am Morgen hast du jetzt einfach alle Alle. zusammengesammelt. Wir sind noch ein bisschen spät gekommen, aber alle warten nur da. Ja. Dass sie sehen, wer ist es, wer nicht da Wer ist. ist alles da Genau. und wer geht wo wartet. Oder? Genau. Und wenn ich weiss, zum Beispiel dort hinten sind wir noch leicht hinten drin Ja. oder dort sind wir schnell, dann kann ich sagen, schau, der Mannschaft, 2 Leute brauche ich durch da hinten, dass wir dann alle ganz ausgleichen. Ja. Und das ist jeder Morgen. Das ist jeden Morgen alles. Das gleich. ist jeder Morgen. Was sind die Aufgaben eines Polier? Planen, organisieren und ausführen. Ja. Das ist einmal der Theorie. So geil, wie er redet. Planen, organisieren, ausführen. Das ist so, wie man sich vorstellt. Das ist aber geil, fühle ich. Wäre ich da im Büro und draußen nachher dann ist der... Bin ich da im Büro und draußen ist der Nager. Ich hoffe, es ist nicht asozial, wenn ich das so nachmache. Aber es ist geil. Die Qualität, das Tempo und natürlich die Arbeitssicherheit. Wie sieht so, ich sag mal so ein bisschen ein Tagesablauf, ein ungefährer Tagesablauf aus? So, am 5, halb 6 bin ich da, oder? 5, halb 6? Ja. Jeden Tag? Ja. Digga, so früh. Macht dafür aber auch früher Feierabend wahrscheinlich. Obwohl, wenn er muss planen, vielleicht auch nicht. Fange ich an zu planen, zum Beispiel das 3-Wochen-Programm, das da in der Tafel steht. Und dann gibt es den ganzen Ablauf, den ganzen Tag entlang. Und dann gibt es noch, nachdem, wo die anderen Feierabend haben, dann fange ich an zu arbeiten. Dann schreibe ich zuerst einmal den Tagesrapport und noch meine Überlegungen, was haben wir bis jetzt gemacht, wo sind wir heute gewesen. Was ist jetzt? Bro, er schafft länger als alle anderen. Er schafft einfach, er fängt 3 Stunden vorher an und hört 3 Stunden später auf. Maschine. Wie er würde sagen, ein Maschine. So deine nächste Aufgabe, nachdem dass sich so am Morgen eben alle Genau, jetzt versammeln? kann ich schauen, zum Beispiel dort vorne, wo heute noch ein Priorität hat. Und dann geht es da hin. Und dann gehen wir nachher ins Büro. Dann muss ich nachher das Material ausziehen. Genau für den Style. Also von A bis Z. Und dann fangen schon das Telefon an Ja. und Mails und bla bla bla. Das ist nachher Büro. Krass. Was ist deine Funktion da genau auf der Baustelle? Ich bin eigentlich der rechte Hand von Joy. Ja. Ich schaue, dass das alles läuft, dass wir die Leute verteilen können. Was ist jetzt da bei dieser Baustelle, wo wir jetzt hier sind, speziell? Ja, eben, da hinten gibt es ein Stadion. Im Hintergrund sieht, sind wir Tribüne am Schallen. Ja. Das haben wir jetzt noch nie gemacht. Und am zweiten Tag gibt es ein Hochhaus, das 36 Stock hoch ist.
klassische Stadion mit Hochausbau. Das kennen wir. Weil, so wie ich es meistens verstanden habe, ich weiss nicht, ob ihr jetzt wisst, um was es geht, aber zum Beispiel St. Jakobspark. Heißt er so? Ich glaube, so heißt er. Bilder. So, das da ist das Fußballstadion und es gibt es an so vielen Fußballstadions. Bauen jetzt nebendran noch ein grosses Gebäude und dann bekommen die Investoren, die das Geld geben für das Fußballstadion und das Haus, bekommen dann einen Grossteil von dem Haus, gehört dann wie innen und das können sie dann vermieten und machen so wieder Cash. Und das ist da höchstwahrscheinlich das Gleiche. Heisst, irgendwelche Investoren geben Cash für das Stadion und fürs Haus und dann haben sie nachher einen Anteil am Haus und können den auch selber vermieten. I guess. Vielleicht liege ich voll daneben, aber ich habe das mal gehört. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Ist auch noch eine Herausforderung, wie man in der Höhe oben arbeitet. Ja, weil eben, es ist Windverhältnisse, Schnee, Regen. Entweder habe ich gut geplant und dann klappt es, oder hast du einen Scheissdreck geplant und klappt es nicht. Aber du siehst es. Das ist das Schönste beim Boot. Du siehst, was du planst. Du fährst irgendeine Stadt durch und sagst, das Gebäude dort. Ich meine, wenn ich in Tivoli laufe, dann mache ich so. Was sind so ein bisschen die Herausforderungen für so viele Leute, so viele verschiedene Handwerker und Berufsgruppen, die hier zusammenkommen? Ja, 53 Leute sind 53 Meinungsverschiedenheiten. Ja. Und zurecht kannst du sowieso am keinen machen. Wir haben es abgemacht, halben Tag, du startest einen Tag vorher. Ja, genau. Ich habe jetzt alles weggeräumt, du Sehr hast gut. mir geholfen, ist ja gut gewesen. Sehr gut. Und was poliert er oder was bedeutet Polier? Baustellenleiter, I guess, oder? Ich habe keine Ahnung, ich schwöre, ich habe keine Ahnung von Baustellen. Polier gleich vorausgesetzter aller Mitarbeiter der Baustelle. Ist von altfranzösisch parlier, Sprecher, wer gut oder viel redet, abgeleitet. Der andere ist kurz auf Wikipedia gegangen. Geil. Also, dann darf ich auch nicht drauf. Also das gehört dazu, Das gehört dazu, dass so etwas ab und zu gibt. Auf der einen Seite ist es so, wir haben eine Zeit angegeben, die haben alle Ja gesagt, haben es alle unterschrieben. Ja. Aber es ist ja menschlich, die tun ja ausnutzen. Vielleicht habe ich nur eine Stunde mehr, vielleicht habe ich 2 Stunden mehr, wie auch immer. Ja. Aber die Zeit ist alt. Das kann ich nicht. Wenn du Zeit brauchst, dann kannst du mir sagen, aber wir müssen es erst probieren und dann können wir sagen, geht es oder geht es nicht. Also ihr plant eigentlich ein Gebäude bis zum Schluss fertig mit Meilenstein. Genau, unser Rohbau. Ja. Genau. Und nachher, die Details sind in der Planung immer 4 Wochen voraus. Unser Polierbau für, wir haben ein 12-Wochen-Programm drin. Ein 12 Wochen. Also wir wissen schon im 12 Also Wochen über 3 Monate voraus eigentlich. Wir wissen, was für Materialien brauchen wir dann Ja. und was für Personal brauchen wir dann. Und für relevant für die Mannschaft da außen ist das 4-Wochen-Programm. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich suche immer den höchsten Punkt und dort stehe ich drauf. Zum Schauen, dass Ich suche immer den höchsten Punkt und dort stehe ich drauf. Und ich bin's, der Bank. So nämlich. Polier ist wirklich so ein krasser Job. Du hast so viele Pflichten, die du erfüllen musst. Ja, und halt auch safe hure viel Verantwortung. Ist ja crazy. Der ist dafür verantwortlich, dass all der Scheiß dort läuft. Krank. Zum Schauen, läuft es nicht, wo sind wir, wie weit sind wir, wie weit sind wir. Ja. Vor allem ich beobachte noch auch das Personal. ja, geschafft wird, oder? Genau. Okay. Sind alle am Arbeiten, sind nicht am Arbeiten. Ja. Vor allem, was wichtig für mich, wo ich noch schaue, sind einfach auch die Geländer, sagen wir dann, der Absturzsicher. Ist er überall oder ist nicht überall? Ja. Weil wenn einer nicht weiss, ein neuer zum Beispiel ein temporärer läuft da drauf, da hat es keinen. Ja. Und plötzlich ist er nachher dumm. Und das ist meine Das ist deine Verantwortung eigentlich auch. Über die Sicherheit für alle. Ganz klar. Ah, ja. Ganz klar. Also die ganze Überbauung hat ja so viel Gewicht, Genau. dass sie eigentlich wie es könnte sinken. Könnte sinken. Sie würde sinken. Und aus dem Grund tut man eigentlich genau da so Pfähle. Wie viele Pfähle sind es das? 1180, glaube ich. Also, und die sind nicht irgendwie so groß, sondern Die sind ein Durchmesser von 1,20 Meter. ein Durchmesser von 1,20 Meter. Und die sind bis auf den Fels Die runter. sind bis auf den Felsen. Einfach damit das Ganze. Yo, what the fuck? Da werden einfach wie ein Schiff werden für Häuser Anker gelegt. Einfach Betonanker, damit der Scheiß hebt, damit das ganze Haus nicht absackt.
damit das ganze Haus nicht absackt. So, baust du zuerst im Grund. Ja, du baust actually zuerst die Hälfte vom Haus unterirdisch, bevor du anfangen kannst. Grabst einfach mal so ein halbes Tunnelsystem, füllst es auf mit Zement und mit Stahlbeton, sagt man doch im Fachjargon, dass es auch wirklich hebt. Sieh. Die ganze Überbauung stabilisiert. Genau. Ja. Benzin! Fotos! Was ist das? Ein Zeichen für Red Bull? Red Bull. Wer was? Red Bull? Red Bull? Nein, gut, nur Eis. Viel Koffein schon heute. Obrigado. Geil. Einfach schnell ein Red Bull bestellt auf der Baustelle. Wie ist es so, wenn so viele verschiedene Nationen und auch Kulturen zusammenkommen? Ist das Das ist interessant. ist interessant? Interessant. Das glaube ich. Das glaube ich Ist, aber actually. Ja gut, bis man weiß, wie, wo, dann ist schon noch ein bisschen, aber nachher ist ja kein Problem. Aber ist schon interessant. Ja, die Umgangssprache ist halt schon ein bisschen rauer. Aber da grundsätzlich, wir arbeiten ruhig. Es gibt ab und zu mal so Tage, wo die Leute genervt sind, gestresst sind. Ja. Dann ist es halt ein bisschen lauter, aber grundsätzlich ist es ruhig. Ja. Und wir schauen, dass wir alle miteinander ein Team sind, eine Baustelle sind. Wie gehst du manchmal mit dem Stress oder Druck um, wo es ja auch automatisch gibt, sobald man komplex etwas macht und so grosse Teams da zusammenarbeiten? Ich nehme nicht alles so auf mich, nicht alles so schon also, ernst, aber nicht so persönlich. Also, Eben, das muss man doch gleich. Ich habe mir schon gedacht von heute Morgen, aber du kannst nicht irgendwie... Gerade wollte sagen. Aber das ist auch, wenn du in so einer Führungsposition bist, dann musst du das können. Dass du das nicht zu fest an dich heranlässt und einfach auf pflichtbewusst bist, machst, tust. Du darfst es fast gar nicht persönlich nehmen, sondern... Nein, es ist nur Arbeiten schlussendlich. Ja. Also wir haben Februar und jemand ist tatsächlich oben ohne am Arbeiten. Digga, King. Aber ich hasse es auch, wenn ich heiß habe, ich hasse es, so eingepackt zu bleiben. Ich will mich dann auch immer ausziehen. Also vielleicht nicht gerade oben ohne, aber so alles aus, wenn ich heiß habe. Ich check das nicht, wie Leute so können schwitzen und aber alle ihre Sachen abhalten. So Schal, Kappe, Pulli, Jacke und so. Ja, ich schwitze jetzt halt. Digga, das kann ich gar nicht. Baustelle ist einfach anders. Was machst du zum Abschalten und zum oben runterkommen? Also als erstes gehe ich oben in den Gym. Du gehst ins Gym dort oben? Genau, Ja. dann gehe ich dort bei der Privaten trainieren. Oder ich nehme das TÜV und dann mache ich noch einen grossen Akt. Was hast du für einen TÜV? Ein Harley. Ein Harley. Was findest du an dem so schön? Kein Telefon, du kannst einfach nur geniessen. Du kannst einfach... Nur geniessen, die Hirne abschalten. Dörf fahren, hure gefährlich, aber sau geil. Schon Bock. Also verstehe ich, warum man das als Ausgleich macht. Nur einfach geniessen, dort steht. Ja. Das ist geil. Nein, also ich muss sagen, der Job ist uninteressant. Es ist wirklich sehr interessant und anspruchsvoll. Es ist wirklich anspruchsvoll. Man muss wählen. Du würdest es nicht machen, wenn du nicht wirklich Nein. das willst. Nein, es ist schön. Ich möchte gerne etwas erreichen. Also wenn einer will etwas erreichen, Ja. dann muss es machen. Dann ist Polier schon der richtige Beruf. Ja. Mich würde interessieren, wie viel man verdient so für einen anspruchsvollen Job. Googlen wir. Chat, für das bin ich da. Gehalt Polier Schweiz. Wie viel verdient man als Polier in der Schweiz? Der durchschnittliche Jahreslohn in diesem Beruf liegt bei rund 86.000 Franken brutto, was einem durchschnittlichen Monatslohn von etwa 7.175 Franken entspricht. Hat mir mehr vorgestellt. Ja, ich habe nicht gedacht, er verdient wahrscheinlich mehr. Also es kann ja auch noch unterschiedlich sein. Wahrscheinlich verdient jemand wie er, der so grosse Baustellen als Polier leitet, verdient wahrscheinlich schon mehr als das. Ich kann mir schon vorstellen, dass der so 10'000 Stutz verdient. Und wenn du so bei ein bisschen kleineren Baustellen Polier bist, bekommst du vielleicht weniger. Dass Bauen etwas vom Anspruchsvollsten ist mir schon vor meinem Besuch bewusst gewesen. Alles exakt über Wochen und Monate zu planen und sich dann genau an die Termine zu halten, ist etwas vom Schwierigsten wahrscheinlich, was es gibt. Und durch das, dass es auch immer technischer wird, macht es das nicht gerade einfacher. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Berufen hat der heute vor allem einen grossen Vorteil. Du siehst nämlich am Abend, was du gemacht hast. Ich hätte nie gedacht, dass je nachdem, wo man baut, dass bevor man überhaupt in die Höhe anfängt zu bauen, es so weit in die Tiefe geht. Klar ist mir auch, dass der Erfolg von so einem Bauprojekt eigentlich nur von etwas abhängt, vom Teamwork. Wenn so viele verschiedene Berufe, Spezialisten und Kulturen zusammenkommen, dann kommt es nämlich nur auf das drauf an. Danke Joey, der Fellmann AG und bauberufe.ch für den Einblick und den spannenden Tag. Geiles Video, Chat. Geben wir gerade ein Like. Spannend gewesen, geiles Video. Actually ein paar Sachen gelernt und einfach hart beeindruckt auch. Oh, Chat.